Okay. Okay, der ist da drüben. Ja gut, der ist halt da drüben, ne? Kommt der jetzt zu mir gelatscht? Ja, das ist ja eigentlich jetzt kein Problem, oder? Laufe ich jetzt einfach da außen rum. Servus. Hey Mann! Cosi Grusel, verstehst du? Bin ich denn hier in einer Art Wäscherei oder so? Warte mal, warte mal. Ah, nee. Hä? Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt nicht direkt geplant war. Stellen wir uns einfach vor, ich habe da rein und dann so drumherum gegriffen und dann so aufgemacht, okay? Ich werde trotzdem mal gucken, wie ich denn hätte gehen sollen. Also das sah mir jetzt irgendwie nicht wirklich gewollt aus. Wir sind hier im Pool, ja? Ja, okay, also hier mal jetzt nicht so mega Zeit gespart. Was macht denn hier? Oh, das fällt mir eben erst auf. Wir sind hier im Pool und es gibt hier die Mannschaft Sharks. Cool. Kann ich ins Wasser fallen? Nee. Und das für ein Geräusch. Ah, da steht was. Red Floor. Kann ich von hier aus lesen. Ein Schild mit der Aufschrift: Vorsicht, nasse Böden. Hohe Rutsch- und Sturzgefahr. Unfug wird nicht geduldet. Ich höre hier ganz seltsame Geräusche. Was steht da? Da ist doch was drin, sehe ich doch. Ich muss den Riegel öffnen, bevor ich dieses Tor öffnen kann. Ja, dann mach doch. Aber warum? Da gehe ich auf keinen Fall runter. Ich muss den schwarzen Schleim ablassen, bevor ich reinklettere. Ich dachte eben, die will hier einen Köpper machen. Das ist so ein Glück, dass sie das nicht getan hat. Was macht denn hier immer dieses Telefongeräusch? Ah, wahrscheinlich ein Telefon. Da. Telefon. Geh doch mal ans Telefon. Es handelt sich um einen Bericht über einen Vorfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde. Heather rutschte auf dem Sprungbrett aus und brach sich das Bein. Oh, das tut weh. Eigentlich nicht. Eigentlich geht Beinbrechen, geht. Der Schreck ist anders, der Schmerz ist gar nicht mal so schlimm. Es ist eher so dieses, bis dein Hirn geschnallt hat, dass das nicht mehr geht, aufstehen und sich auf beide Beine stützen, weil eins immer wegklappt. Das dauert ein bisschen so. Sie gab an, dass sich auf dem Sprungbrett eine ölige Substanz befunden habe, die sie ausrutschen ließe. Leider konnten wir keine Beweise für die Substanz finden. Wir glauben, dass dies ein Unfall war. So, was ist jetzt mit dem Telefon? Ist ja gut. Hello? Amy! Do you really think I'd date you, Viv? Äh, I know about that sad, sappy letter you wrote me. Wie kann das sein? Den habe ich noch im You don't even Inventar. have the guts to say it on my face. No. No, wait. I know this isn't you, Amy. Just go home, Viv. I'm happy here. So happy. Ja, hallo, die Selbstzweifel I'll haben save gerade you, no angerufen. matter what. Even if you do hate me. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir sie retten müssen. Ich meine, vielleicht ist sie eine Superheldin und kann halt fliegen und Sonnenlicht beschwören oder so. Klebezettel. Passworterinnerung. In diesem Jahr gewannen beide Teams Gold. Also in dem Jahr, was gesucht wird als Zahl oder halt
In diesem Jahr. Ist ja auch egal. Dann würde ich mal sagen, da drüben sind Pokale. So. Ja, da komme ich nicht rein. Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich habe einen Schlüssel. Oh, das hat funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, ja. I see. A bad moon is rising. So, da guck, aber da brauche ich jetzt hier. Ja, jetzt pass auf. Ich hoffe, dass man das Knacken gerade nicht wirklich gehört hat. Ich bin halt im knackigen Alter hier, da knackt man einiges, wenn ich morgens aufstehe. 573. Okay, kein Konami. Nochmal 0001. Er hat ja letztens schon so gut funktioniert. 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Vielleicht knacken wir dieses Schloss jetzt nicht. Das hat ja in der vorletzten Folge recht gut geklappt. Muss ja nicht immer klappen. So, ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier gucken muss. Gold. Das ist Gold. Jungen schwimmen Gold 1987. Mädchen Schwimmteam Gold 1980. Das ist nix. Mädchen Schwimmteam Gold 1990. Und die sind ziemlich gut, oder? Naja, okay, das sind 10 Jahre dazwischen. Ist schon in Ordnung. Mädchen Schwimmteam Gold 87. Okay, Schwimmteam Gold 87 und Jungen Schwimmteam Gold auch 87. Ich glaube 1987 wird es sein. Und da nochmal 91. Warum kriegen die Mädels einen Kelch, einen goldenen, und die Jungs ein Kleinkind, was hochgehoben werden will? Und da auch nur der Oberkörper. Weiß man nicht. 1987. Moment. Ah ne, da haben wir ja gerade das Ding. 1987. Naja. 1987. Ja, auf. Was ist denn das? Ein Beckenpumpengriff. Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich einen brauche, aber jetzt habe ich ihn. So. Also, was ist das hier? Achso, ja, haben wir schon gelesen. Kann ich hier nochmal 911 anrufen? Jemand hat das Telefon umgebracht. Nicht gut. So. Okay, liebes Spiel. Ich wünsche mir, nicht gestört zu werden, wenn ich diese Tür öffne. Keine Jumpscares, kein komisches Geräusch. Es soll alles so sein, wie es war. Okay? Danke. Danke. Finde ich gut. Weiß ich zu schätzen. Okay. Ich kann mich hier umgucken und könnte sehen... Hoppala. Dass hier ein Telefon bimmelt. Da bimmelt aber keins. So, jetzt könnte ich hier das Tor aufmachen. Braucht man, glaube ich, nicht. Beckenpumpengriff. Also ich sehe hier nirgendwo etwas, wo man den Beckenpumpengriff anbringen könnte. Also hier war ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja Quatsch. Ich würde sowas eher unten, also so den Technikraum, den würde ich eher unten verorten. Aber da hier nur 2 Treppen sind, die nach oben führen, außerdem, Entschuldigung, dass ich gerannt bin, wir sind hier in einem Schwimmbad, da wird nicht gerannt. Sicherheitsgefahr. Ach, das ist die Tribüne. Da oben sieht es sehr nach Pumpengriff aus. Oh. Zettel zwischen Schülern. Hast du den krassen Unfall gesehen, als Heather auf dem Sprungbrett ausgerutscht ist? Sie sind hier jetzt übervorsichtig. Herr Fitz hat sogar die Ablaufpumpe abgestellt und das Ventil in sein Büro gelegt. Ja, unglaublich. Sollen wir mal im Büro gucken? Nein, natürlich nicht. Mann, oh. Ich weiß natürlich, dass ich da hoch muss. Der gute Herr Fitz. Ein Griff fehlt bei diesem Gerät. Wähle einen Gegenstand aus. Ja, ich nehme mal einen Griff. So. Diese Rätsel da sind schon hardcore. So.
Also, ja, jetzt mal ohne Quatsch. Das ist jetzt nicht so, dass, also, es hat den Look von Silent Hill. Es hat die Idee von Silent Hill. Es hat bei weitem nicht den Grusel von Silent Hill. Was ich aber diesem Spiel zuhalten muss, wenn man so sagt, ich nenne das Genre Cozy Grusel. Verstehst du? Ich find's wirklich toll. Also so die Atmosphäre. Es ist so, hier, Töchterlein, willst du auch mal hier sowas Gruseliges spielen? Hier, spiel das. Also ich find's gerade wirklich gut. Wieso sind denn... Das ist auf dem Pool, ja? Wo ist ein sehr tiefer Pool. Naja. Ein verbrannter Brief und eine Rose. Liebe Chrissy, nicht länger unter Beobachtung. Jetzt bist du in der Reihe zu glänzen. Ein heimlicher Verehrer. Raoul. Keine Ahnung, ob der es ist. Okay. Liebes Spiel. Ich werde jetzt hier wieder in den normalen Ich-Lauf-Rum-Modus gehen. Ich wünsche, nicht überrascht zu werden. Kein Jumpscare, kein plötzlich füllt sich das mit Wasser und du musst ganz schnell wohin rennen und auch kein, huch, wir sind gar nicht mehr im Schwimmbad. Du musst jetzt woanders hingehen, okay? Gut. Naja. Das lassen wir gerade noch so durchgehen. Was ist das? Du nimmst die Handkurbel. Keine Hand, die nach mir greift? Hallo. 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 Okay. Ich hätte jetzt, also... Das ist wirklich hier cozy Grusel. Also ernsthaft, ich dachte, da kommt jetzt so eine Hand und schnappt dich. Oder irgend sowas. Okay. So, was genau mache ich mit der... Hacke. Okay, der ist da drüben. Ja gut, der ist halt da drüben, ne? Kommt der jetzt zu mir gelatscht? Ja, das ist ja eigentlich jetzt kein Problem, oder? Laufe ich jetzt einfach da außen rum. Servus. Hey Mann! Cozy Grusel, verstehst du? Also echt jetzt... Ja, Gegner, schlimm, aber der ist so weit weg und es ist so klar und hier kommt eine Handkurbel hin. So. Eine Trommel für die Tombola, aber sie bewegt sich nicht, weil die Handkurbel fehlt. Dann wählen wir mal einen Gegenstand aus. Ich würde... Oh, man kann auch einfach nach links gehen. Lass mich raten, da kommt eine Sicherung raus. Ja, hallo? Ich meine... Ich höre doch da was rumballern. Wann muss ich denn da aufhören? Also normalerweise ist da so ein kleines Türlein dran, wo Oder drehe ich falsch rum? Also... Ich habe falsch rumgedreht, Mann, ey. Okay. Liebste Sicherung. Sicher. Guti. So. Dann gehen wir mal weiter. Moment, was ist das da? Achso, immer noch. Dann gehen wir mal weiter die Sicherung reinmachen. So. Hier dürfte es noch nicht gehen. Habe ich hier schon quasi alles? Also fehlt nur noch... Ja, tatsächlich, gut. Okay, wir gehen. So, jetzt hat aber... Ich hoffe jetzt nicht, dass sie hingehen und sagen... Ja, das ist ja... Moment, hier. Eine Sicherung mit einem aufgedruckten Symbol auf... Ich hoffe jetzt nicht, dass sie sagen... Ja, die ist aber blutig. Die darfst du... Ja, okay, funktioniert. So.
6 und 0. Also jetzt, ich habe das ja so langsam raus, ne? Also meine Idee, wie es funktioniert, ist erstmal umstöpseln, dass das Ding da mal generell Strom kriegt, ja? So. Dann drehen wir hier... Okay, 1, das ist schon mal gut. Aber was ich wissen will, ist eigentlich... Shit. Okay, 1 mal 1. Dann würde ich sagen... Okay, ich habe es immer noch nicht so wirklich raus. Dass da eine 1 hin muss, ja? So. Und jetzt gehe ich darüber. So. Ist das richtig? Nee. Okay, dann bleibe ich hier nicht bei 0, sondern so ein Strich. Nein. So. Okay, okay. Also habe ich ja doch richtig gedacht. Aber warum gibt es diesen Schalter da, den man umlegen kann, wenn man doch... Hör mal, ich bin nicht hier, um die Logik von Rätseln zu hinterfragen. Fest steht allerdings, dass... Ja, ich hab's verstanden. Dass ich mir das Rätsel deutlich schwieriger vorgestellt habe. Also es sieht auch schwieriger aus. Also so, wenn man dann... Ja, also, ich bin ja schlau. Okay, gut. So, Pool. Die Statusanzeige zeigt an, dass das Schwimmbad offen ist. So, was fehlt denn da noch? Badezimmer war ich. Office war ich. Gym. Lagerraum. Achso, ich muss einfach oben hingehen, ja? So, jetzt ist die Frage, pass auf, bevor ich jetzt hier, das ist ja für, damit ich die Stromanzeige von der Sporthalle zu dem HVAC machen kann. Will ich aber nicht, da war eine Tür, die noch geschlossen war. Ich will erst mal gucken, ob ich da rein kann. Hier ist alles still. Die da war geschlossen, weißt du? Ist jetzt... Nehmen wir noch von der anderen Seite. Ist jetzt die auch noch blockiert? Ich will einfach nur gucken. Nee. Oh, hallo. Tschüss. Ich wollte gerade gehen. Okay. Dann machen wir das mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich den jetzt auf meine Spur geführt habe, quasi. So, also wir müssen dann eventuell, wenn wir jetzt halt das umlegen und rausgehen, ist der Lampemann vielleicht wieder da. Also, um es mal pelzig zu sagen, ne? So. Ist es das? Ich schätze, dass das HLK-System jetzt Strom hat. Ja, das schätze ich auch. So. Ich meine, mit meinen Bitten an das Spiel bin ich ja relativ gut gefahren. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt keine Überraschung, irgendwie sowas. Und es hat im Großen und Ganzen geklappt. Ich finde gut. Und ich prophezeie jetzt, dass da vor der Tür der Lampemann ist. Okay? Oh, okay. Ja, das hätte mir eigentlich klar... Hä? Moment, wo bin ich denn hier? Wo ist das dunkel? Hallo? Ich höre ihn doch, da ist noch irgendwo einer. Bist du da hin? Ah, da vorne, da war er. Was ist das? Amy, Moment, Amy Tanaka? Ist das unsere Amy? Ich sehe nicht, was das da oben heißt. Könnte das Phantom der Oper, Phantom of the Opera heißen? Keine Ahnung. Also, Moment, da kann ich vielleicht besser gucken. Gab's das schon vorher? New Star. Irgendein neuer Star. Amy Tanaka. Ich kenne halt genau eine Amy. Und vom Kleid... Haare weiß ich gar nicht mehr. Ich habe schon vergessen, wie sie aussieht. Aber die Schuhe, das könnte schon unsere Amy sein. Wir werden sehen. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Alles friedlich hier? Ist gut. So. Ja.
Gehen wir da hinten an den Automaten. Also da drin, ne, da ist so Rauch. Und es hieß ja, ich muss erst die Lüftung oder so anschalten, was total dumm ist irgendwie. Aber egal. So. Off, on. Ja, Stromanzeige ist an. Ja, das ist doch gut. Dann. Geht nicht. Gibt's da einen Trick dabei? Ah, einer. Okay. So, jetzt hat blinkert's. Jetzt aber, komm. Ja. Okay, da scheint jetzt mal der Rauch aus zu sein. Was steht hier? Klimaanlage ist... Okay, wir haben also einfach die Klimaanlage eingeschaltet und die tut den Rauch, der da drin war, raussaugen. Oder wie? Sorry, ich muss hier ein bisschen lauter reden. Die Klimaanlage ist schon recht laut. Der Rauch im Gebäude hat sich verzogen. Ich brauche auch so eine Klimaanlage. Hey, echt jetzt. Ja, super, aber es brennt noch. Ist ja schön, dass der Rauch weg ist, aber was ist mit dem Feuer? Aber es wäre schon krass, wenn die Klimaanlage Feuer löschen könnte. So, da unten ist wieder was zum Gucken. Okay, ich glaube, hier komme ich einfach nicht durch. Das muss das Theater sein, von dem Amy gesprochen hat. Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich noch irgendwie was Interessantes hier sehe. Nee, es ist halt okay. Also ich kann dir sagen, da geht gerade voll die heiße Party ab. Komm, wir können mal auf uns. Geh zum Theater. Löscht das Feuer, finde Amy. Ja, warum nicht, ne? Na komm. Komm her. Was haben wir denn hier Feines? Ein Formular der Vertrauenslehrerin. Ein paar Schülerinnen schikanierten Chrissy auf dem Kunstflur. Aber Raoul beendete den Streit. Raoul. Beide Schülerinnen wurden zu dem Vorfall beraten und sind wieder im Unterricht. Ich bin so froh, dass die Anti-Mobbing-Veranstaltung etwas bewirkt hat. Also soweit... Achso, das war meine eigene Taschenlampe. Glück gehabt. Ich dachte eben, da ist ein Lampemann. Also, Moment. Also da ist diese Heather, die andere mobbt, ja? Und dann besuchen sie ein Anti-Mobbing-Seminar. Und dann hat Heather plötzlich auf dem Sprungturm oder so einen Unfall, wo jemand schwarzen Schleim hingeschmiert hat. Und dann wird gesagt, ja, zum Glück hat das Anti-Mobbing ging. Also hat das gemobbte Opfer zurückgemobbt. Mobst. Keine Ahnung, das Mopsing-Opfer. Ne, Mopsen ist ja, wenn man was klaut. So. Was haben wir denn hier? Einige eingerahmte Diplome der Vertrauenslehrerin. Ja. Okay. Das interessiert mich eigentlich eher weniger, aber warum kriege ich das? Also gibt's... Also okay, da gibt's halt eine Tür. Ich glaube, es ging halt eher darum. Oder hat Heather gemobbt? Sie wurde dann zurückgemobbt. Das Bein wurde gebrochen. Und dann haben sie das Mobbing-Seminar gemacht. Kann natürlich auch sein. So. Dann gucken wir mal, ne? Okay. Okeli-dokeli. Natürlich. Huch. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich doch überall umgucken. Oh, jetzt kommt aber nicht der Lampemann. Ah, ne, jetzt kommt... Ah, das ist eine Sprinkleranlage. An der Decke befinden sich Sprinkleranlagen. Ich kann ins Theater gehen, wenn ich einen Weg finde, sie einzuschalten. Ich krieg halt immer Angst. Weißt du so, dass der Lampemann kommt.
Das sieht gut aus. Nee. Das sieht gut aus. Und hiermit kann ich das... Ach so. Ach, das in der Mitte stimmt nicht, ne? So, pass auf. Na. Bleib. Ich krieg das hin. Das ist ein einfaches Rätsel, pass auf. Also, ich muss da hingehen und diese weißen Blütenblätter da, die müssen sich jetzt halt überdingsen. Dass das da gescheit steht. Komm her. Ich nehme mal die Maus zur Hilfe. So, das ist gut. Und jetzt muss ich das da andersrum drehen, dass das jetzt mit dem anderen übereinstimmt, ja? Dann passiert was. Und wenn dann die Sprenkelanlage angeht, dann denke ich mir auch, ihr habt's doch. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal. Ich will mich weiter umgucken. Aha. Es ist eine Karte mit allen Klassenzimmern in diesem Gebäude. Hier kann ich mir Notizen machen, wenn ich mich verlaufe. Du kannst auch einfach die Karte mit deinem Handy abfotografieren. Also, das ist das Theater. Ich bin hier. Links von mir gibt es Drama, Musik, Kunst und das Badezimmer, ja? Und da ist das, das Wichtigste, das Computerlabor. Da gibt es Gedichte, Poetry, Biology und AV. Don't know much about Computer Lab. Okay, so, ja, nee, gehen wir mal nach links, oder? Oder soll man nach unten gehen? Wir gehen mal nach unten. Oder gehen wir nach links? Wir gehen nach unten. Ich will wissen, was da unten ist. So. Ich glaube, dass das doof ist. Ja, ich gehe davon aus, dass die Türen noch gar nicht offen sind. Sag mal, ist das ein Schrank? Schon irgendwie. Warum? Warum? Einfach nur warum? Da hat irgendwer seinen alten Schrank hingestellt. Who is coming out of the closet? Es geht sogar auf. Du nimmst die Flurschlüssel aus der Hand der Statue. Ist mir jetzt aber nicht böse, oder? Die Büste hat einen Riss und das Gesicht fehlt. Ja, also... weiß nicht, soll ich hier ein Auge ausstechen? Ja, die brauchen Gesicht, aber der Riss, ich dachte, ich hätte noch den Kleber. Okay, jetzt lass mal die To-Do-Liste gucken. Geh zum Theater, lösche das Feuer, finde Amy. Repariere das Gesicht des Schreins. Okay. Ja gut, war ja eigentlich doch ganz praktisch. Ich meine, wahrscheinlich wären wir jetzt an die Türen gegangen und es ist geschlossen. Dann hätten wir hierher müssen. Gehe ich mal stark von aus. Gut. So. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da weitergehen, gucken wir uns natürlich erstmal noch um. Was ist denn da hinten dran? Nix. Und ich will auch mal gucken, was passiert. Ah, guck mal, da liegt noch was. Siehst du? Was ist das? Mach doch hoch! Dieser Schutt ist zu schwer für mich, um ihn alleine anzuheben. Ja, dann nimmt man natürlich eine Zange dazu. Nee, das ist natürlich Quatsch. Wenn es sagt alleine, da brauche ich natürlich noch eine Person. Aber ich will mich trotzdem noch ein bisschen umgucken. Kann ich nicht einfach hinten dran gehen? So wie vorhin, wo ich durch das Gitter durch aufmachen konnte. Ah. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Was passiert, wenn ich da hingehe? Okay. Man fängt an, sich schwer zu verletzen und kriegt Asthma. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wie sieht's denn aus? Ja, nee, das geht schon noch. Ja, es ist ja noch ruhig. Also zum durch die Tür gehen brauchst du kein Asthma.
Asthma-Spray. So, gell? Okay, also, wir gehen jetzt mal schön durch die Tür.